Ja, ja. Hab ich da eine Frau? Eine tolle Frau. Clara. Und Kinder. Und ein Hund. Und einen abgefahrenen Zeitzug. Und... Edna? Wie endet die Geschichte für Sie? Was wird aus ihr? Oh, naja, das mit Edna. Äh. Ach du Scheiße. Ja, ich kann mir schon erahnen, wohin das Gespräch führen soll, aber ganz ehrlich, was interessiert mich, was mit Edna wird? Ehrlich gesagt endet das irgendwie traurig für sie. Traurig? Naja, sie wohnt mit ein paar Katzen in einer mickrigen Wohnung und die meiste Zeit schreit sie von ihrem Fenster aus Leute an. Und sie sammelt Zeitungen und lebt in der Vergangenheit. Ich verstehe. Vielleicht sind wir dieses Problem falsch angegangen. Müssen wir meine Zeitachse wirklich vollständig auslöschen, um deine wiederherzustellen? Doc? Vielleicht könnten wir das Beste von beidem haben. Ich könnte mit Edna zusammen sein, aber es wäre etwas, ausgewogener. Hören Sie sich eigentlich zu? Wissen Sie, was Sie da sagen? Erinnern Sie sich? Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Doc, sie wollte ihren Verstand löschen. Oh, sie war furchtbar. Keine Frage. Schrecklich. Uah. Aber sie hatte anfangs so gute Absichten. Nixon auch. Ich glaub's einfach nicht. Ich meine doch nur, lass uns erstmal tief durchatmen. Dieser raffinierte Plan, das Liebesleben meines jüngeren Ichs scheitern zu lassen, ist das kurzfristige Leid den langfristigen Nutzen wert? Vielleicht finden wir einen dritten Weg, sodass alle gewinnen. Was meinst du? Keine Chance. Nein. Tut mir leid, Doc. Ich kann Ihnen nicht zustimmen. Sie und Edna gehören nicht zusammen. Du willst uns also unbedingt trennen, auch wenn ich mir etwas anderes wünsche? Im Grunde, ja. Dann ist ja alles gesagt worden. Wo gehen Sie hin? Was kümmert es dich? Willst du die Informationen nicht sowieso überschreiben? Ach, Doc. Ich hoffe nur, er macht es keinen Unsinn. Gut, da wäre Emmett, da wäre Edna. Let's go. Die Frage ist, wie gehe ich jetzt am besten vor? Er ist hier. Emmett ist hier. Wo? Da drüben. Perfekt. Lenk ihn ab. Ich mache mich bereit für meinen großen Auftritt. Ja. Er ist hier. Emmett ist Wo? da drüben. Perfekt. Ich wollte doch daran vorbeilaufen. Menschenskind, hätte so einen breiten Arsch, dass nicht mehr vorbeilaufen darf, oder wie? Das gibt's ja wohl nicht. Martin, danke. Edna, muss man dir auch noch was bequatschen? Na, noch nicht. Hallo, Emmett! Hey, Emmett, was treibst du da noch? Oh, hallo Michael. Schätze, ich leide etwas an Lampenfieber. Ich stehe kurz vor meinem großen Auftritt, weißt du? Keine Ahnung, wie Edna reagieren wird. Wünsch mir Glück. Oh, um Himmels Willen. Du, hast irgendwas auf deinem Anzug. Was? Tatsächlich? Anti-Fleckenformel, zeig, was du kannst! Emmett! Gerade rechtzeitig. Tritt jetzt zurück, wir werden etwas Platz brauchen. Oh, was für ein Anblick. Als wäre er vom Himmel herabgestiegen. Ich fühle mich auch gerade himmlisch. Es gibt da etwas, das ich dich einfach fragen muss. Warte, deine Krawatte ist verrutscht. Ich trage es schon seit Wochen mit mir herum und ich muss es einfach loswerden. Oh, Oh oh.
Der Bingo. Anzug meines Großvaters. Meine Formel! Oh. Sieh nicht her! Dreh dich um! Ich komme gleich wieder. Dann können wir es nochmal. Lathrop Brown. Hä? Trixie Trotter? Woher kennst du diese Frau? Ich kenne sie nicht. Ich meine, ich höre ihre Platten und habe sie vielleicht ein- oder zweimal fotografiert, Nicht aber weiter. ich... Verleugne, dass du mich kennst. Vielleicht ist es wahr. Aber ich kenne dich nur zu gut. Was ist hier los? Ihr reichen Jungs seid doch alle gleich. Ihr glaubt, Besitztümer könnten ein gebrochenes Herz heilen. Du kannst deine Pelze wiederhaben. Und hier hast du deinen protzigen Diamanten. Ich brauche deine teuren Geschenke nicht. Ich brauche dich. Und wichtiger noch, der kleine Emmett Junior braucht dich. Aha, Edna, ich... so nicht. Offenbar bist du nicht der Mann, für den ich dich gehalten habe. Doch, siehst du? Der mentale Affinitätsmesser beweist es. Ich liebe nur dich. Lass mich die Karte sehen. Bingo. Ich hätte es wissen sollen. Ein degenerierter Krimineller. Aber- Geh mir aus den Augen. Ich will dich nie wiedersehen. Das war heftig, Emmett. Tut mir leid, dass du das erleben musstest. Aber alles wird gut. Du und ich können... Emmett? Das hat gut funktioniert, hm? Ja, vielleicht zu gut. Armer Emmett. Ich weiß ja, es ist brutal, aber es ging nicht anders. Emmett! Lass mich raten, der Doc kommt uns dazwischen. Jetzt wird's spannend. Emmett! Geh weg. Komm schon, wo steckst du? Hör zu, es tut mir leid, dass du das bei der Expo erleben musstest. Es ist nicht so gekommen, wie du geplant hattest, aber das wird schon wieder. Verstehst du, ich weiß, wie die Sache ausgehen wird und... Es ist alles aus. Sag mal, spinnt der? Okay, Emmett, bleib da. Rühr dich nicht vom Fleck. Ich weiß, deine Gefühle spielen etwas verrückt, aber tu jetzt nichts Dummes. Gefühle? Welche Gefühle? Meine Gefühle sind tot. Es heißt, ich sei verrückt und unbesonnen. Es ist mir nicht wichtig. Mir ist egal, ob andere mich kränken wollen. Es ist mir nicht wichtig. Stopp! Was machst du denn hier? Spring nicht! Ich wollte nicht springen. Was Dann dann? gehe ich hin, wenn ich nachdenken will. Oh, Wenn ich allein sein will. oh. Oh. Worüber denkst du nach? Kapierst du es nicht? Geh weg. Ich brauche dich nicht. Du weißt nicht, was du brauchst. Aber du weißt es? Allerdings weiß ich das. Du brauchst... Was bringt den grünen Gang Frankenstein? Lass einen guten Job verpassen. Frankenstein. Hab ein bisschen Spaß. Frankenstein. Oh oh. Ich hab ein Déjà-vu. Ein Neustart für dein System. Sieh dir was Spannendes wie Frankenstein an. Frankenstein. Ich sagte, dass meine Lebensgeister erloschen sind. Und du willst über Hollywood-Monsterfilme reden. Es ist ein sehr inspirierender Monsterfilm. Besonders die Szene, wo sie das Monster zum Leben erwecken. Es liegt auf dieser Bahre und wird hochgezogen. Und da tobt dieser Sturm draußen und Blitze zucken. Und nun, das musst du gesehen haben. Es wird dein Leben verändern. Welche Leuchte blinkt an meinem Helm? Gelb. Gleichgültigkeit. Filme sind nicht wichtig für mich. Nichts ist mehr wichtig für mich. Red keinen Blödsinn. Eins ist dir wichtig. Ja, das stimmt. Du willst immer noch Dinge erfinden. Erfinden wird überbewertet. 90% ist Übertreibung, 10% Betrug. Nenn mir eine Erfindung, die irgendjemandem was Gutes gebracht hat. Was ist mit... Die Glühbirne, das Automobil, das Telefon. Ja. Das Telefon?
Diese Erfindung hat die Welt revolutioniert. Ja, jetzt kann man jemanden von Weitem zurückweisen. Oh mein Gott, Emmet. Wie pessimistisch kann man drauf sein? Das Automobil war eine großartige Erfindung. Du liebst Autos, oder? Aha. Vielleicht werde ich ja eines Tages von einem überfahren. Ach Menschenskind, reicht so langsam mal. Denk an Edison und die Glühbirne. Das war eine großartige Erfindung. Ja, wenn es in dieser elenden Welt nur etwas gäbe, was wert wäre, beleuchtet zu werden. Ach, meine Güte. Hilf mir hier raus. Du gehst mir auf die Nerven, Corleone. Zumindest würdest du es, wenn mir noch etwas wichtig wäre. Menschenskind, hey. Ich bin dir wichtig. Du? Ja, Du Oh, hast mir das angetan. was denn? Mir ging es gut. Ich habe in der Kanzlei meines Vaters geschuftet. Dann kamst du wie aus dem Nichts daher, hast mir mit Erfindungen den Kopf verdreht und bist wieder verschwunden. 2 Monate später tauchst du wieder auf, bringst mich dazu, den Helden zu mimen und mich mit Edna Strickland zu verloben. Dann erscheinst du ein 3. Mal, gibst vor, mein Freund zu sein, ziehst mir den Boden unter den Füßen weg und lässt mich im Dreck liegen. Okay, damit kann ich leben. Ich hasse dich, Michael Corleone. Ist das überhaupt dein richtiger Name? nö. Marty. Mein Name ist Marty. Also war alles, was du mir erzählt hast, gelogen. Irgendwie. Warum? Warum hast du mein Leben ruiniert? Ach, Spaß und auf Freude. Edna war nicht gut für dich. Sie hat dich auf den falschen Pfad geführt. Verstehe. Du wolltest nur mein Bestes. Ja, Wie mein Vater. aber da steckt mehr dahinter, denn dein Vater kannte deine wahre Bestimmung nicht. Ja, aber du. Ja, Wie konnte ich einen mentalen Affinitätsmesser finden, aber nicht erkennen, dass du völlig wahnsinnig bist? Was spielt das für eine Rolle? Die Welt ist krank. nein, ich weiß genau, was ich tue, denn ich weiß, das klingt vielleicht verrückt, aber hör zu. 1985 wirst du etwas erfinden, eine... Richtig. Es klingt verrückt. Ich versuche dir zu erklären, wo ich herkomme. 1985 wirst du etwas erfinden, eine... Richtig. Es klingt verrückt. Ich versuche dir zu erklären, wo ich herkomme. Okay, das klappt also nicht. Aber das kann doch nicht sein, ey, das... Der schmeißt uns doch glatt darunter. Es war nur ein Spaß. Du hast mein Leben zum Spaß ruiniert? Ja, so verschaffe ich mir etwas Abwechslung. Du Mistkerl. Ganze Zeit hast du meine Träume befeuert und mir gesagt, dass ich ein großer Wissenschaftler sein werde. Ach Mensch, ey, das war doch Sarkasmus. Ja, guter Scherz. Träume sind nur was für Leute, die auch den Mumm haben, sie zu verwirklichen. Du behauptest, ich hätte keinen Mumm? Du? Ha, sieh dich doch an. Was weißt du schon von Träumen? Ha, jemand wie du. Du weißt doch gar nichts über mich. Ich habe mehr Träume, als du jemals haben wirst. Tagträume zählen nicht. Tagträume? Das haben sie auch Edison und Einstein vorgeworfen. Da Frankenstein? Ja, und sieh dir an, was sie geschafft haben. Ich hab die Nase voll von Leuten, die mir sagen, was ich tun kann und was nicht. Erst mein Vater, dann Edna und jetzt du. Hör zu, ab jetzt lebe ich mein Leben auf meine Art und folge nur meinem Rat und verwirkliche meine Ideen. Meine Ideen, hörst du? Klingt doch gut. Meine Ideen. Grundgütiger, ich hab es. Hast was? Die Lösung, meine Erfindung. Ich weiß, wie sie Der funktioniert. mentale Affinitätsmesser? Nein, nein, die fliegende Personentransportvorrichtung. Das Raketenauto? Keine Raketen, keineswegs Raketen, da lag der Fehler. Die Grundidee war gut, aber das Antriebssystem war nicht zu handhaben. Aber der Blitz, die Antwort ist klar. Es kam mir plötzlich so wie... Ein Blitzschlag? Genau, statische Elektrizität, superionische statische Elektrizität, die die asynchrone Oszillation reibungsfreier Platten innerhalb... was macht dieses dumme Ding auf meinem Kopf? Emmett, du bist wieder du Und selbst. ich habe meine Zeit mit alberner Gedankenleserei verbracht, während doch ernsthafte Wissenschaft auf mich wartete. Und die Expo fängt um 20 Uhr an. Das ist Schnell raus jetzt. hier, bevor noch irgendwas passiert. Was? Ich sagte schnell raus hier, bevor noch irgendwas... Also ganz toll. Ja, wie soll ich das machen? Seil. Und plupp.
Es wird nicht schwingen, solange es an der Statue hängt. Hä? Wie jetzt an der Statue? Hä? Es wird nicht schwingen, solange es an der Statue hängt. Gut, dann gehst du weiter runter. Das Gedankenhelm, da bringt jetzt überhaupt nichts. Der Knoten löst sich nicht. Du sollst da hochklettern. Der Strick ist aus festem Hanf. Ich kann ihn nicht lösen. Hanf, na klar, kann ich den lösen, aber... Ach du Scheiße, ich hab gar kein Ding dabei. Ups, da rein. Ja, Gedankenhelm. Vielleicht bringt der ja was. Emmets Helm. Ich glaube nicht, dass er ihn braucht. Du sollst darauf ziehen, Mensch. Spannung pur, Spannung pur. Wir gehen da ganz gelassen hin. Festhalten! Ich hatte sowieso nichts anderes vor. Ja, ist doch auch mal was. Emmet! Was? Entschuldige, dass ich dich so aufgebracht habe. Aber ich musste... Vergiss es! Keine Zeit mehr für lange Erklärungen. Stimmt, die Zeit ist knapp. Ich werde dir bei deiner neuen Erfindung helfen. Großartig. Aber erstmal muss ich hier runterkommen. Das Runterkommen wird jetzt nicht so das Problem sein. Ja, das nicht Kannst fallen. du hochklettern? Ich fürchte nur, dass ich hier oben so langsam den Halt verliere. Was? Ich kann mich nicht halten. Das ist eine Scheiße. Hast du was Nützliches dabei? Nur meine Brieftasche. Oh, und diese Anti-Kleb- und Anti-Flecken-Formel. Ups. Das dürfte genügen. Lass dich nicht hängen. Sehr witzig. Ich bin halt immer witzig. Oh, ja. Okay, schwingen klappt wegen der Statue nicht, in der es hängt. Wegen der hier. Aber das dürfen wir bald erledigt haben. Der Zersetzer. Emmets Lösung. Das Zeug ist gefährlich. Oh ja. Vor allem gefährlich für den guten alten Hanf. Es bewegt sich kein Stück. Und du sollst es doch auch das. Geht doch. Gut. So, Martin McFly, und jetzt hoch da. Ich komme von hier nicht ran. Alles. Wieso musst du immer so klein Halt sein? durch! Was bleibt mir sonst übrig? Ich könnte jetzt zwar einen Zerstäuber hier anwenden, wäre aber ein bisschen suboptimal für dich. Vor allem für den genialen Schädel des guten alten Doc. Des guten jungen Doc. Schwinge! Achso. Trap! Trap! Ich bin doch schon da! Es bewegt sich kein Stück. Du sollst dich schwingen! Schwinge, Marty! Schwinge! Und schwinge! Und... Hab ihn! Hab dich! Lass uns verschwinden. Deine Hose, sie hängt fest! Tu etwas, bevor wir zerquetscht werden. Das haben wir gleich! Mit nur einer Hand wohlgemerkt. Was machst du da? Vertrau mir! Festhalten! Wie war gleich dein Name nochmal? Marty, Marty. Danke. nicht der Rede wert. Wolfram. Der Beschleuniger muss aus Wolfram hergestellt werden, da die Temperatur im Umwandler fraglos enorm sein wird. Wahrscheinlich müssen wir alle Glühdrähte in meinem Haus abernten. Deine Erfindung? Glaubst du, du kannst sie bis zum Ende der Expo fertigstellen? Das muss ich. Meine Zukunft hängt davon ab. Na dann los! Die oszillierenden Platten müssen natürlich ganz präzise kalibriert werden. Die geringste Abweichung könnte zu einer Fluktuation in der Stärke des Magnetfeldes führen, was zum plötzlichen Wechsel der Polung führen würde. Das Ergebnis wäre katastrophal. Wen juckt's? Meine Rede! Wissenschaft muss chaotisch und unvorhersehbar sein. Wo wäre denn sonst der Spaß? Soll ich Sie mitnehmen? Mr. Sagan, haben Sie Ihrem Auto der Zukunft die Macken ausgetrieben? Nicht alle, aber zumindest ist die Bodenfunktionalität des DeLorean noch intakt. Wie immer habe ich nicht die geringste Ahnung, wovon Sie reden. Das erinnert mich an jemanden, den ich...
Aber, meine Liebe, keine Sorge. Sicher wird am Ende alles wieder gut. Vielleicht für alle anderen, aber ich fühle mich wie jemand, der sehr lange einsam und ungeliebt bleiben wird. Vielleicht sollte ich mir eine Katze anschaffen. Unsinn! Ich kann Ihnen mit 100%iger Sicherheit sagen, dass Sie ein langes und erfülltes Leben erwartet. Wie können Sie das wissen? Oh, Sie werden schnell feststellen, dass ich fast alles Wissenswerte über den jungen Emmett, seine Freunde, weiß. Doch. Sagen Sie mal, wie viel wissen Sie über Michael Corleone? Doc, mach jetzt keinen Quatsch. Was, to be conclude? Ja, ist klar. Doc, ich warne dich, hey. Wie sieht's aus? Vorschau? Das nächste Mal. Explain it again. I realized that it wasn't Edna that made my life miserable. It was science. She used my science to turn Hill Valley into a police state. If Emmett doesn't go through with a demonstration at the expo, his dreams of being a scientist will dim just enough for Edna to step back into his life and steer him down another path. Doc. Wieso müssen alte Menschen immer so stur sein? Das gibt's einfach nicht. Hey, jetzt kommt uns noch der eigene Freund, spricht der Doc in die Quere. Alter Falter, ich will gar nicht wissen, wie viele Zeitgeraden es am Schluss wirklich gibt. Das ganze Universum, das kannst du in die Tonne kneten, es ist nicht mehr zu gebrauchen. Ach Gott. Naja, was soll's, Leute, das war die 4. Folge. Wie es weitergeht mit der 5. und letzten Episode von Zurück in die Zukunft, dem Spiel, das seht ihr in der nächsten Folge, beziehungsweise im nächsten Part, wie auch immer. Es bleibt spannend, denn jetzt wird sich vermutlich auch der Doc gegen uns wenden. Weil er einfach nicht will, dass sich seine Zukunft so sehr verändert, weil er Edna noch liebt und was weiß ich noch alles. Er ist einfach nicht, naja, unvoreingenommen, sag's mal so. Also dann, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao zusammen!